Guten Morgen, wir sind wieder da und lesen gemeinsam die Bibel. Wie schön. Wenn du heute das erste Mal eingeschaltet hast, dann nimm dir eine Bibel zur Hand, nimm dir ein Notizheft zur Hand, einen Stift, mach sie bequem und schau dir noch die Videos von den letzten Tagen an. Wir hatten schon ultra viel Spaß. Ja. Ihr hoffentlich auch. Und heute freuen wir uns besonders darauf, weil wir gehen ins Neue Testament. Ich liebe diese Stelle, die wir heute lesen. Welche Stelle schauen wir uns an? Im Markus 1, 9, wenn Jesus sich taufen ließ und nachher auch die Versuchung. Berühmte Stelle. Really good, I love it. Come on. Also. Lass uns noch beten. Ja. Jesus, deine Worte bringen Leben. Deine Worte verändern uns und zwar von innen heraus zutiefst. Und das darfst du heute tun. Wir strecken dir unsere Leben hin. Durch jedes Wort von dir darfst du uns verändern und uns in die Wahrheit führen. Amen. Amen. Also, lass uns lesen. Let's go. Im Markus Kapitel 1, Vers 9 fangen wir an, bis Vers 14. Ach, da 13. Text. Vers 13, genau. Okay. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf sich herabsteigen. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Crazy Story, oder? Ja. Ja. Wow. Ist dir ein Wort herausgestochen oder hast du etwas, das deine Aufmerksamkeit nahm? Ich finde es einfach wunderschön, was Gott Jesus sagt. Ja. Das ist wunderschön. Du bist mein geliebter Sohn. Aber dann geht es sogar noch weiter. Und an dir habe ich große Freude. Das ist etwas das Schönste, was ein Vater zu seinem Kind sagen kann. Nicht? Ja. Ich habe dich so lieb, du gehörst zu mir und ich habe richtig Freude an dir. Und stolz auf dich. Mega geil. Ja, richtig schön. Und das Spannende ist ja, dass Jesus nichts dafür tat. Das ist alles bevor dass Jesus überhaupt etwas getan hat oder ein Wunder getan hat, hat der Vater ihm gesagt, ich habe so Freude an dir. Ja. So krass. Und das sieht man. Und ich denke, das ist für uns schon so wichtig. Das ist ein erstes Nugget für heute Morgen. Die Identität von Jesus wird gefestigt, bevor er etwas für den Vater tut. Also er hat noch nicht gepredigt. Er hat noch kein Wunder vollbracht. Ja. Er war noch nicht am Kreuz. Er ist noch nicht gestorben. Er war einfach. Ja. Und die Identität wird gefixt, So cool. wird gefestigt, bevor er irgendetwas tut. Weil ich denke, was heute viel passiert, ist, dass wir Dinge tun und dadurch unsere Identität festigen. Also ich arbeite hart, ich bin halt ein harter Arbeiter. Das ist meine Identität. Oder ich kann halt ultra gut singen. Das ist meine Identität. Oder es könnte so weitergehen. Und das ist genau umgekehrt, wie es hier in der Bibel gezeigt wird. Gott festigt deine Identität, bevor du irgendetwas tust. Amen. Du bist geliebt. Und wenn Jesus das sogar braucht, oder dass bevor er zu handeln beginnt, dass der Vater ihm nochmal zuspricht, wie viel mehr brauchen wir es? Ja. Ich habe das sind so diese 4 Dinge, die für mich irgendwie herausstechen. Hier muss das noch ein bisschen schöner machen. Das bedeutet, der Himmel öffnet sich, also Gottes Gegenwart hat Jesus erlebt. Der Heilige Geist, der wirklich kommt, hat er erlebt. Die Liebe vom Vater, du bist mein geliebtes Kind und ich habe Freude an dich. So, einfach dieser Peace, diese Bestätigung, dieser Frieden, der wirklich auch kommt. Das ist so krass für mich. Jesus brauchte das. Und manchmal, wir Christen sind einfach, ich bin manchmal so viel härter mit mir selber und denke, ich muss zuerst leisten und ich muss zuerst ein Ding. Das ist so anders, als Gott das als Vater mich irgendwie
Wie begegnen Ja, wir? absolut. Und es ist ja schon, also, es ist nicht, du bist mein geliebter Diener. Oder du bist Ja. nicht mein geliebter Sklave. Oder, wisst ihr, was ich meine? Du bist mein geliebter Sohn. So Was cool. bedeutet das? Es ist nicht einer, der für Gott, du bist nicht einer, der für Gott arbeitet. Du bist sein Kind. Du gehörst zur Familie. Du, alles, was ihm gehört, sagt er im berühmten Lukas Ja. Gleichnis mit dem verlorenen Sohn. Alles, was mir ist, gehört dir. Das ist unglaublich. Also, du hast Zugang zum Vater. Du bist in der Familie, bist nah an ihm dran. Und das ist ja Gott mega wichtig, oder? Wo Jesus auch wirklich nochmal sagt, hey, ich nenne euch nicht Sklaven oder Diener. Oder auch im Römer 8, durch den Heiligen Geist, da können wir jetzt aber Vater sagen. Also dass Gott will, dass ich weiß, er ist mein Vater und ich bin sein Kind. Das ist Gott mega, mega wichtig. Und ist sehr revolutionär, weil im Alten Testament wird Gott sehr selten als Vater bezeichnet. Ja. Eigentlich fast nie. Ja. Und es ist noch spannend, also schon nur im Matthäus-Evangelium, im ersten Evangelium, wird Gott als Vater 42 Mal bezeichnet. Im Alten Testament ist es ungefähr 20 Mal. Und meistens nicht Gott ist der Vater, sondern Gott ist wie ein Vater. Okay. Und Jesus führt das sehr neu ein. Also das ist ein Merkmal von Jesus' Beziehung zu Gott, dass Gott ist sein Vater. Das ist krass. Es wird intim. Ja, aber das ist so krass, wenn das vorher nie irgendwie kam, das zeigt es auch, wie gewichtig eben das ist. Ja. Weil ein Vater dann nicht mehr Bedingungen stellt an, ja, kann ich dich annehmen oder nicht oder so. Wenn der Sohn nach Hause kommt, wieder wie beim verlorenen Sohn, wenn der Sohn nach Hause kommt, dann kommt er nach Hause und der Vater steht da und hat die Arme offen. Rennt ihm entgegen. Ja, das ist das Vater-Commitment. Oh Gott, das ist so unglaublich rein und stark, Ja. diese Liebe von Gott. Crazy. Was ich spannend finde, ist Folgendes, und zwar im Vers 10 haben wir den Vers, und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf sich herabsteigen. Jetzt meine Frage, ist ein bisschen eine Quizfrage, und für die heute das erste Mal dabei sind, wissen das vielleicht nicht, aber die schon die ganze Woche mit uns unterwegs sind, können das wissen. Kommt dir bekannt vor, wo Wasser und der Heilige Geist zusammen vorkommen? Weißt du noch wo? Ja, das hatten wir am Montag In der Schöpfung. in der Schöpfung, der zweite Vers in der Bibel. Da heißt es nämlich, dass die Erde war wüstenöde und da war Wasser auf der Oberfläche Ja. und der Geist Gottes schwebte. Und was passiert in der Schöpfung? Gott schafft. Er macht eine Schöpfung. Er schafft. Hier haben wir auch eine Schöpfung. Durch die Taufe wird Neue geschaffen. Die neue Schöpfung. Und das Ja, kommt immer ja. wieder vor. Überleg dir mal, zum Beispiel, wo gehen die Israeliten durch, als sie aus Ägypten fliehen? Sie gehen durch das Rote Meer. Das Wasser teilt sich, sie gehen durch. Warum? Das ist immer wieder, in der Bibel wird das gebraucht, wenn du durch das Wasser gehst und auf der anderen Seite rauskommst, bist du eine neue Schöpfung. Gott schafft in Israel eine neue Nation, als sie aus Ägypten kommen. Am Anfang schafft er die Welt. Und die Taufe hier ist das Bild dafür, dass eine neue Schöpfung begonnen hat. Ja. Und darum taufen wir. Darum taufen wir, weil wir glauben, wir sterben mit Jesus, wir gehen runter ins Wasser, wir kommen hoch und das Alte ist vergangen, das Neue hat begonnen. Wir sind ein neuer Krass. Mensch. Krass. Ja, Neuschöpfung. das ist eigentlich, also eigentlich ist das, was hier passiert, das Gleiche, was mit uns passiert, wenn wir uns taufen lassen. Ja. Also diese krasse, auch diese Elemente, wenn wir uns taufen lassen, ist der Zugang da zu Gottes Gegenwart, der Himmel ist offen, der Heilige Geist kommt auf unser Leben, Die Stimme Gottes wird die hörbar. Stimme des Gottes wird hörbar, ja. Wir hören, er nimmt uns an, wir sind seine geliebten Kinder und er hat Freude an uns. Ja. Ja. Also ist doch gut. Das ist Wirklich, Wahnsinn, das oder? ist wirklich etwas. Das ist eben noch gut. Manchmal haben wir als Christen fast ein bisschen das Gefühl, ja, wenn wir uns ja bekehren, dann ist ja erst so ein kleiner Anfang und
muss man ja dann schon über die Jahre noch irgendwie hineinwachsen. Aber es ist andersrum. War etwas tot und nun ist etwas lebendig geworden. Es ist etwas Neues geschaffen worden und das ist jetzt da. Und die 100%ige Liebe vom Vater ist jetzt da. Der Zugang zur Gegenwart Gottes ist jetzt da. Gottes Stimme zu hören ist jetzt da. Die Freude vom Vater ist jetzt da und das ist total. Ja, und manchmal haben wir doch auch das Gefühl, ich begegne dem immer wieder und du vielleicht auch in deinem pastoralen Job, dass Leute das Gefühl haben, ich muss mich qualifizieren für die Taufe. ich muss zuerst mal 10 Jahre als Christ leben, all meine Sünden herausmerzen und besser leben, dann kann ich mich taufen. Aber bei Jesus ist vor allem, lässt es sich taufen, ohne geleistet zu haben, ohne etwas Gutes getan zu haben. Es ist der Anfangspunkt, es ist ein Startpunkt in das Leben mit Gott. Ich finde es immer wichtig, dass die Leute dass man versteht, warum man sich taufen lässt. Ja. Dass man sich nicht ohne damit aber wenn man es verstanden hat, okay, es bedeutet wirklich, jetzt bin ich ein Kind Gottes und ich glaube, das dann unbedingt taufen lassen. Ja. Ja. Gehen wir mal weiter, weil jetzt kommt natürlich ein Knacknuss. Wir lesen Vers 12 nämlich, dass gerade nach der Taufe und sogleich, das wird hier gesagt, sogleich, übrigens, das ist ein Merkmal im Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium hat unglaublich viel, man sagt es, und plötzlich, also Jesus ist unglaublich dynamisch im Markus-Evangelium. Und plötzlich ging er, und dann ging er sofort dorthin, und dann ging er da und heilte, und dann ging er über die Berge, und dann überquerte er den See. Und er ist ein Macher in diesem Evangelium. Es gibt eine Theorie, die sagt, dass Markus das Evangelium diktiert bekommen hat von Petrus. Okay, das gibt eine Theorie. Weil es passt vom Charakter von Petrus her. Ja. Dass da eine Verbindung war. Und Petrus war ja auch ein Macher. Also wenn du gerne machst, wenn du gerne tust, wenn du gerne Marvel-Filme hast, dann ist das Markus-Evangelium genau das Richtige. Weil Jesus lehrt nicht so viel, er spricht nicht so viel, er predigt nicht so viel, aber er tut unglaublich viel. Und zwar immer sehr schnell. Und auch hier. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Also was ich spannend finde als erstes, ist mal der Fakt, dass direkt nach einem geistlichen Hoch, die Taufe, der Himmel ist offen, er sieht klar, wie die Taube heruntersteigt und man hört die Stimme Gottes. Ein unglaubliches geistliches Hoch. Was folgt darauf? Eine unglaublich schwierige Zeit. Und das ist etwas, das ich glaube, das erlebe ich immer wieder in meinem Leben. Zum Beispiel sind für mich die Montage nach dem Sonntag in der Church arbeiten, sind die herausforderndsten. Vielleicht hast du es aber auch schon erlebt, dass du hast einen unglaublichen Durchbruch mit Gott oder du lässt dich taufen und nachher merkst du, dass die Angriffe des Feindes oder die Versuchungen wachsen unglaublich nachher. Und das sehen wir auch hier bei Jesus. Also es ist wirklich so, also ich bin jetzt schon viele Jahre Pastor und ich habe wirklich beides auch schon gesehen. Es gibt Leute, die lassen sich taufen und das ist dann der Durchbruch und sie erleben dann zum ersten Mal einfach, wie über Monate, jahrelang sie in dem wachsen, in der Liebe und in der Kindschaft und dass Gott Freude hat und es kommt dann eher ein Hoch, das ist oftmals so. Aber ich habe auch schon das erlebt, wo Leute sich durchgerungen haben, okay, ich lasse mich jetzt taufen und dann kommen sie in eine Zeit hinein, wo Dinge in ihrem Leben beginnen wegzufallen und erst im Nachhinein wird dann klar, okay, Gott hat krass einfach aufräumen wollen, weil etwas Neues ist gestartet, da müssten gewisse Dinge wegbrechen und das ist halt manchmal wirklich richtig tough. Und das ist noch krass, hier steht es ist nicht einfach, der Teufel wollte das gleich angreifen, es ist sogar der Heilige Geist. Ja, lass uns über das noch reden. Also der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, ins Fasten sicher hinein auch, aber auch in dem drin indirekt eigentlich auch in die Versuchung. Und ich denke, das ist so die große Diskussion. Wir lesen ja zum Beispiel im Neuen Testament, dass Gott versucht nicht. Das ist wichtig zu verstehen. Jakobus. Genau. Ja. Gott versucht, wir alle erleben Versuchung. Jesus erlebte Versuchung. Wenn du versucht wirst, das ist nie das Wirken von Gott. Was aber wir hier lernen, ist, dass Gott durchaus dich an einen Ort stellen kann, wo du versucht wirst. Aber
Jetzt kommt ja einfach das Unser Vater in den Sinn. Ja, was steht da? Da sagt oder im Unser Vater, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wie bringst du das zusammen? Für mich, ich will nicht an einem Ort der Versuchung sein. Das ist kein cooler Ort. Ja. Die Wüste ist nicht wie Ikea. Die Ikea gehe ich gerne hin. Gibt es gutes Essen. Die Wüste ist ein dunkler Ort, ist ein schwieriger Ort, ist ein Ort ohne Wasser. Man kann da nicht leben. Ich will natürlich Gott bitten darum, mich nicht in Versuchung zu führen. Aber wenn er es tut, dann kann ich ihn bitten darum, mich zu erlösen von dem Bösen und nicht nachzugeben. Okay, ja. So verstehe ich es. Ja. Also wenn er mich an einen Ort der Versuchung stellt, dann bitte ich ihn auch, dass er mir die Kraft gibt, zu widerstehen, mich zu erlösen von dem Bösen, dem ich begegne. Ja. Und ich denke, das hat ein bisschen schon mit meinem Verständnis, also auch mit Gott oder in meiner Beziehung mit Gott schon viel ausgelöst, dass es durchaus sein kann, dass Gott mich an einen Ort stellt, wo ich versucht werde, wo er auch mich testet. Ja. Kann ich widerstehen? Habe ich eine Strategie, wie ich mit Versuchung umgehe? Dass er mir auch vertrauen kann in Zukunft. Also, Ja. aber es ist herausfordernd. Ja. Für mich, ich bin einfach über die Jahre auch sehr demütig geworden und ich halte mich selber nicht mehr für sehr stark, wenn es um Versuchung geht. Dann bin ich sehr froh, wenn Gott vorsichtig mit mir ist und mir hilft, auch nicht an den Orten zu sein, wo ich übermäßig dann noch extra versucht werde. Weil, also eben, schon nur, es ist nicht selbstverständlich, dass wir unsere Ehen vollenden und treu sind bis ans Ende. Bis jetzt, bin ich da gut gefahren. Aber ich schaue zum Beispiel auch mega gut drauf, dass ich nicht an einem Ort bin, wo das schon nur knapp ist, dass ich fremdgehen kann oder wo mein Herz sich zum Beispiel in andere... hilf mir Gott, an einem Ort zu sein, wo ich gar nicht zu stark versucht auch werde. Und ich glaube schon, ich habe das Gefühl schon, der Heilige Geist führt Jesus ja primär auch nicht in die Versuchung, sondern primär ja auch in das Fasten hinein, in den Wachstum. Ja. Und das Wachstum immer auch verbunden ist mit, dass natürlich der Feind dann auch kommt und da Steine in den Weg legen möchte. Das hat irgendwo auch damit zu tun. Vielleicht ein bisschen herausholen, aber eine Meinung, die ich vertrete, ist schon, dass deine Autorität, deine geistliche Autorität hängt direkt zusammen mit deiner Fähigkeit, auch Versuchung zu widerstehen. Ja. Weil wir sehen nachher auch in Markus, dass nach dieser Stelle in Vers 14, Markus 1,14, nachdem man Johannes gefangen genommen hat, kam Jesus nach Galiläa und verkündigt das Evangelium Gottes. Also nach dieser Versuchungszeit steht er in seine Aufgabe rein und er ist erfüllt vom Heiligen Geist und er ist da. Und ist ja noch spannend, also wie gehst du mit Versuchung um? Ich denke, da eine Strategie zu haben, einen Plan zu haben. Und wir sehen jetzt in einem anderen Evangelium zum Beispiel, wir lesen jetzt hier nicht, was Jesus spricht mit dem Teufel. In Matthäus lesen wir das. Und da sehen wir, dass der Teufel ihn 3-mal versucht. Und was macht Jesus 3-mal? Er zitiert das Wort Gottes. Ja. 3-mal ersetzt er die Lüge des Feindes mit der Wahrheit aus der Tora, aus dem Buch Mose. Ja. Und das schon, also für mich, das hat mir geholfen. Also wenn ich merke, ich bin versucht, dann versuche ich das auch anzugehen mit dem Wort von Gott. Und es geht ja auch ein bisschen das hinein, was wir die letzten Tage darüber gesprochen haben. Sei verankert im Wort Gottes, dass du, wenn du versucht wirst, kannst du davon zehren, was du lernst im Wort Gottes und kannst es ersetzen, die Lüge, mit der Wahrheit. Also das ist meine Strategie, wie ich mit Versuchungen umgehe. Ich wende das Wort Gottes an. Ich gehe dagegen, gegen die Versuchung mit der Wahrheit, die ich im Wort Gottes kenne. So, hier noch das Wort. Ah, schön gezeichnet. Schön. Also eigentlich ist es, wenn wir so ein bisschen schauen, das ist eigentlich die Vorbereitung für den Dienst, bevor Jesus in den Dienst hineintritt, waren so diese Dinge. Er hatte dieses Erlebnis mit Gott, auch die Taufe und wo Gott einfach stark ihn gefestigt hat, aber auch irgendwie das Fasten gehört dazu.
mit dem also, Matthäus beschreibt es noch ein bisschen mehr, auch in der Einsamkeit, 40 Tage hat er sich rausgenommen und aber dann auch Versuchung zu widerstehen. Durch das Wort, durch die Schrift. Und irgendwie so hat Jesus sich bereit gemacht, vielleicht, oder hat Gott oder der Heilige Geist eigentlich Jesus bereit gemacht für seinen Dienst. Ja, und das ist die 40 Tage, das kommt immer wieder vor in der Bibel. 40 Tage wird in der Bibel immer wieder gebraucht. Noah war 40 Tage auf der Arche. 40 Tage war Moses auf dem Berg Sinai mit Gott. 40 Tage lang forderte Goliath Israel heraus und David sah das. 40 Tage war Jesus mit den Jüngern nach der Auferstehung. Und es ist immer, 40 Tage wird immer gebraucht von Gott, dass ein Mensch, er braucht 40 Tage, um einen Mensch zu verändern und vorzubereiten auf das, was nachher seine Aufgabe ist. So cool. Gut, hey, lass uns hier einen Punkt machen für heute. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Vielleicht Action Step. Für mich ein Ausblick jetzt auch gleich, weil das schon jetzt gekommen ist. Sorry, bald sind Ostern, noch nicht sehr bald, aber jetzt schon anzuteasern, hey, vielleicht nehme ich mir eine Fastenzeit, vielleicht 40 Tage. Was es auch gibt, eine ähnliche Zahl ist diese 21 Tage, 3 Wochen, das ist auch, kommt im Alten Testament manchmal vor. Wäre das wieder mal dran in deinem Leben, einfach dich von Gott durch auch eine Fastenzeit ready zu machen? Könnte ja auch sein, bewegt das jetzt schon genug früh, man ist dann oftmals eher zu spät und dann, oh, jetzt wäre noch die Fastenzeit ab morgen und da muss man noch alles einrichten, ist zu spät. Jetzt schon überlegen, ist in diesem Jahr das dran, eine Fastenzeit? Für heute würde ich dir gerne mit aufs Herz geben, das, was wir am Anfang darüber gesprochen haben. Also bevor du heute in deine Arbeit gehst, in deine Schule gehst, das Leben in der Familie anfängst oder die Wäsche wäschst oder was auch immer. Du bist Gottes geliebter Sohn, Gottes geliebte Tochter. Das ist deine Identität in allem, was du heute machst. Und die ist gefestigt. Da wirst du nicht etwas dazu tun, nicht etwas davon wegtun. Du bist gesichert in ihm. Ja. Und da möchte ich dir einfach das wirklich zusprechen, dass du heute, ich mache das manchmal so, manchmal sitze ich einfach am Morgen und ich stelle mir vor, wie der Vater bei mir sitzt und einfach mir sagt, ich liebe dich. Du bist mein geliebter Sohn und ich habe Freude an dir. Und ich merke, wie mich das verändert, weil ich werde liebender, ich werde geduldiger, indem ich Gott anblicke, wie er mich liebt. Ja. Und das möchte ich dir wirklich heute mitgeben, wenn du in deinen Alltag gehst, in deine Arbeitsstelle und so weiter, dass du deine Identität festigst, bevor du tust. Sollen wir noch beten? Ja, ich habe eine Idee. Komm, wir machen das so, du betest für die Leute und dann enden wir heute das Video einfach mit dem, dass ich das über dir ausspreche, was der Vater über den frisch getauften Jesus ausgesprochen hat, weil es eine Wahrheit ist für dich. Dann bleibst du vielleicht noch einfach in dieser Ruhe und lässt diese Worte oder wiederholst sie und lässt sie zutiefst in dein Herz sinken. Ist das gut? You pray und dann lese ich diesen Satz. Vater, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für das, was wir heute gelesen haben. Wir danken dir, dass du ein Vater bist, dass du dich geoffenbart hast als Vater, dass unsere Beziehung zu uns, die eines Sohnes, einer Tochter zu einem Vater ist, der uns liebt, der uns will, der sich um uns kümmert. Danke, Jesus, hast du diesen Weg aufgetan, hast du uns aufgezeigt, wie der Vater ist und hast du uns auch gezeigt, dass wir mit allem, was wir haben, zu einem liebenden Vater kommen können. Ich danke dir von Herzen, dass unsere Identität gefixt ist, gefestigt ist in dir alleine, nicht aufgrund unseres Tuns, nicht aufgrund unserer Fähigkeiten, unserer Skills, unseres Wissens, unseres Verstandes, sondern alleine darauf, dass du uns liebst. Yes. Amen. Jetzt spreche ich die Worte des Vaters über dir aus. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. An dir habe ich große Freude.